4, im Vers 13, steht der Vers, der das Motto vom heutigen Tag ist, von dem Gottesdienst, wo die 3 Konfirmanden ausgelesen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und es ist doch so ein Tag heute, wo ihm etwas bewusst wird. Was wird immer bewusst, Sandra? Ja, gell, jetzt ist doch das kleine, herzige. Aber es sieht eben nicht unbedingt etwas auf über Micha, über Josian und über Salome. Es sieht vor allem etwas aus über uns. Es sieht nämlich aus, dass wir älter werden. Und wir gestern dürfen an einer Hochzeit sein von der Melodie und von Johannes. Es war ein ganz schönes Hochzeit. Und es war wirklich, Judith und ich so berührt, als die Melodie ist gelaufen. Jetzt ist das kleine Mädchen jetzt heiraten. Und dann haben wir dann alles an und wir sind alt geworden. Ja, das ist Konsequenz. Aber es gibt noch etwas anderes, das immer manchmal daran mahnt, dass man alt wird. Das ist so das Thema manchmal wegen der Lieder, was man singt. Und dass die Jungen etwas anderes singen. Und das tut ihm auch daran mahnen, dass man nämlich alt wird. Dass vielleicht andere Lieder kommen. Und ich habe nein, ich weiß gar nicht, haben sie glaube ich nicht bewusst gefragt, aber ich habe angenommen, dass sie das nicht mehr können. Aber ich habe in der Schule noch ein Lied gelernt. Wir sind jung, die Welt steht offen. Wir sind jung, die... Ja? Habt ihr das auch noch gelernt? Und dann habe ich festgestellt, dass sogar Leute in meinem Alter das zum Teil gar nicht mehr gelernt haben. Wir sind jung, die Welt steht offen. Das ist das, was mir in den Sinn kam, als ich diesen Vers gelesen habe. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir sind jung, wir sind stark, wir können etwas bewirken. Heute haben wir sogar Fachkräftemangel. Ihr könnt euch freuen auf das Berufsleben. Man sucht euch, man sucht junge Leute, die einsteigen. Wir sind jung, wir können etwas bewegen. Aber unser Text, der steht in einem größeren Zusammenhang. Es ist der Brief, den der Paulus an die Philipper geschrieben hat. Und so der Schluss, das ist das Kapitel 4, es hat nur 4 Kapitel, der Brief an die Philipper. Der Schluss könnte man so zusammenfassen: Ich freue mich, dass ihr wirtschaftlich wieder in der Lage seid, für mich zu sorgen. Und ich freue mich darüber, nicht weil es mir dadurch besser geht oder weil ich es nötig hätte, sondern weil eure Taten Zeugnis ablegen über euer geistliches Wachstum. Und in diesem Zusammenhang tut der Paulus auch noch sagen, und ich vermag alles durch den, der mich eben stark macht, Christus. Die einen wissen es, ich bin gerade zurück von England am Montag, bin ich zurückgeflogen da. Und ich habe gedacht, wie muss ich jetzt da zum Flughafen raus? Und habe mein Gepäck genommen. Und dann hat es geheißen, nicht zu verzollen. Und dann bin ich dort durch die Tür durch. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt dann ein Zollbeamter, der mich dann streng anschaut. Und bin gerade gefasst gewesen. Und dann hat es gerufen, Vati, Vati! Und dann habe ich gedacht, was? Wer ist das? Die sind tatsächlich mich abholen am Flughafen. Hat mich auch gefreut. Und sie haben sich auch tatsächlich lange Zeit nach mir. Und die man am meisten kriegt, die haben noch bald am meisten lange Zeit gehabt. Das hat mich sehr gefreut. Ich durfte an dieser internationalen Offiziersschule sein in England, in Sunbury Court, in der Nähe von London. Und es hat mich wirklich
bewegt, dort dürfen zu sein. Es hat mich auch gefreut, für wieder herzukommen, aber es hat mich bewegt, dort dürfen zu sein. Und wir hatten dann ein Schlussinterview dann mit dem Schulleiter. Und ich habe gesehen, es sei nicht ganz einfach für mich als Schweizer zu sagen, dass man stolz ist. Der Schulleiter ist Amerikaner und das ist immer alles amazing und super und grossartig und so, aber wir Schweizer, wir sind da ein bisschen zurückhaltender. Aber ich habe ihm gesehen, ich bin wirklich stolz, dass Gott mich in dieser Gemeinde braucht, wo ich dienen darf. Und zwar ist das nicht nur, weil es dort eben die grossartige Heilsarmee ist. Es hat mich wirklich beeindruckt, wie Gott am Wirken ist. Ich kann nicht alles teilen mit euch, aber Menschen, die im Glauben verfolgt werden und was die alles erleben mit Gott und wir dürfen miteinander unterwegs sein, in der gleichen Organisation, für den gleichen Ort, das ist wunderbar. Wir dürfen uns auf die gemeinsame Mission besinnen. Ohne dass wir dabei nicht auch Schwieriges anschauen dürfen, kontrovers miteinander diskutieren. Und ich durfte erleben, wie Menschen aus 22 verschiedenen Ländern miteinander austauschen, beten und einander in Andachten dienen. Aber ich durfte erleben, wie ich wirklich ein grossartiges Team habe, hier im Tal. Und nicht nur die Angestellten. Wunderbar. Und das hat mein Herz dankbar gemacht. Und ich habe gedacht, es geht mir wirklich wie ein bisschen an Paulus, als er diesen Brief schreibt an die Philipper. Ein Herz vor Dankbarkeit. Das ist das, was mir entgegenkommt, wenn ich diesen Brief lese. Und mehr als alles fühlt sich der Paulus auch von dieser Gemeinschaft tragen. Aber er schreibt diesen Brief an die Philipper, an die Gemeinde zu Philippi, an eine Gemeinde von Leuten, die miteinander Gott anbeten, die miteinander mit Gott unterwegs sind. Und der Paulus sagt, es ist wirklich schön, dürfen mit euch, mit dem Christus unterwegs sein. Und ich fühle mich tragen. Und das ist etwas, was ich auch erleben durfte. Der Paulus ist jemand, der es immer wieder schafft, sich von der Gemeinde motivieren zu lassen. Aber er ist selber auch ein grossartiger Ermutiger. Er tut immer wieder auch die Gemeinde mit seinen Briefen ermutigen. Und er ist auch der Ermutiger von Einzelnen, zum Beispiel Timotheusbrief oder Titusbrief. Und dann könnte man sagen, ja gut, also. Ja, aber das war jetzt in England. Ich habe auch gesehen, das ist schon ein bisschen wie vom Himmel wieder auf die Erde gekommen. Wunderbar, schön. Es ist schön, wenn der Saal voll ist. Aber bin ich nicht ein bisschen zu optimistisch? Gibt es nicht auch einen Haufen Verletzungen, die gerade von der christlichen Gemeinde ausgehen? Handelt nicht die Gemeinde manchmal so sehr nach eigenen Maßstäben? Werde die Wahrheit von der Bibel nicht so häufig durch das Verhalten von Mitgliedern oder Leitern von der christlichen Gemeinde in den Dreck gezogen? Ja. Und es gibt überall, wo Menschen zusammenkommen, immer wieder auch die Möglichkeit, etwas in Frage zu stellen oder sagen, ja, das hat jetzt nicht so, aber heute Morgen ist es spät angefangen oder dieses oder eins, wir finden gerne etwas. Und ich könnte ja über meinen Aufenthalt andere Punkte rauszustreichen, wo ich Fragezeichen hatte. Und ich muss auch ganz ehrlich euch gegenüber sagen, ich tue nicht immer die Erwartungen erfüllen als Heilsarmee-Offizier. Ich mache manchmal auch Fehler und ich entspreche ganz manchmal auch nicht meinen Erwartungen.
Ich möchte gerne mehr können, den Willen Gottes auf dieser Erde zu repräsentieren. Und ja, was sollen wir mit diesen Spannungen, mit diesen Fragezeichen machen? Sollen wir resignieren? Sollen wir die Gemeinde oder gerade den Glauben verlassen? Lohnt es sich denn noch, als junger Mensch, sich zu investieren in so einen verstaubten Club? Sogar der Paulus selber, das kommt auch in den Briefen zum Ausdruck, hat schon vor 2000 Jahren Schwächen von der Gemeinde und ihren Mitgliedern gesehen und er hat die auch aufgeschrieben. Aber was ist denn das, was den Unterschied macht? Was ist das, was der Paulus nicht an der Gemeinde verzweifeln lässt? Was ist das, was auch bei mir den Unterschied macht? Es geht um Beziehungen. Es geht zuerst einmal um die Beziehung zu Gott. Das Geheimnis vom Funktionieren der Gemeinde ist nicht eine gute Organisation. Ist nicht, dass wir fähige Leute haben, sondern das Geheimnis ist die Beziehung von jedem Einzelnen zu Gott. Und das ist auch das, was wir heute Morgen unterstreichen wollen. Das ist das, was ihr heute Morgen hier auf der Bühne gemacht habt. Ihr habt eure Beziehung zu Gott bekräftigen. Ihr habt sie bezeugen. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, der Paulus, das war auch noch so ein bisschen einer, der sich gerne in ein gutes Licht rücken wollte. Ja, ich vermag alles. Ich kann alles machen. Ich bin der Top-Hero. Aber es heisst eben, komm, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Seine Absicht ist nicht, dass er sich gross machen will. Nicht er will gross rauskommen, sondern er will Gottes Grösse und seine Beziehung zu Gott betonen. Und so geht es auch im Philipperbrief nicht in erster Linie um die Gemeinde, sondern der Paulus legt Zeugnis ab über seine Beziehung zu Gott. Der Gott, der ihm selber im auferstandenen Herr Jesus Christus begegnet ist. Ich kann alles. Ich vermag alles. Nicht, weil ich jung bin, nicht, weil ich gescheit bin, nicht, weil ich eine gute Ausbildung genossen habe, sondern weil jemand hinter mir steht, Jesus Christus. Und so ist es auch nicht in erster Priorität wichtig, wie es mir geht, wie meine Gefühlslage ist, was ich für Ressourcen zur Verfügung habe, sondern es geht darum, dass ich in dieser Beziehung zu Jesus Christus lebe. Und jetzt kommen wir wieder zum Abschluss von diesem Brief, vom ganzen Zusammenhang. Genau aus dieser Beziehung heraus, ihr seid wieder fähig, mir zu helfen, weil ihr eben mit dem Jesus unterwegs seid. Genau aus dieser Beziehung heraus habt ihr mir, Paulus, geholfen. Ich träume davon, dass durch die Menschen, dass durch die Gemeinde hier im Frutigland, dass durch die Helsermeer hier im Frutigland Menschen die Grösse Gottes dürfen erfahren. Nicht, weil wir so super sind, sondern weil wir uns 100%ig abhängig machen von Jesus. Und ich frage euch alle heute, wir haben die 3 gehabt, jetzt hier auf der Bühne, die eine ganz bewusste Entscheidung gemacht haben, die
öffentlich bekundet haben. Aber jedes von uns ist heute Morgen angesprochen. Bist du mit dabei? Hilfst auch, unsere Sicherheiten aufzugeben? Unser Wissen, wie es sollte sein, aufzugeben und uns auf Jesus zu verlassen. Und etwas ist mir auch noch ganz gross geworden in diesem England und ich habe mich manchmal gefragt, wieso dass meine Freunde in Indien und in Afrika so viel mit Gott erleben. Wieso dass die Heiligen erleben. Wieso dass die erleben, dass ein Imam zu ihm kommt am anderen Tag und sagt, das, was du gestern von Jesus erzählt hast, das ist dann doch wahr. Weil Jesus ist mir im Traum begegnet und hat gesagt, ich bin der, der darauf musst verlassen. Ich habe mich gefragt, wieso das so ist. Und vielleicht haben wir so viel anderes, wo wir unsere Sicherheiten daran festmachen. So viel anderes, wo unser Land so gut eingerichtet ist, wo wir jetzt vielleicht manchmal gar nicht so bewusst sind, dass wir eben von Gott abhängig sind. Ich werde erleben, wie Gott sich offenbaren im Leben von Einzelnen. Und ich werde auch erleben, wie Gott seine Gemeinde baut. Und wir sind heute auch ganz besonders aufgerufen, gerade im Spezifischen hinter diesen 3 jungen Leuten, die wir auf der Bühne gesehen haben, aber auch hinter anderen zu stehen. Ihnen ein Vorbild zu sein, wie wir den Glauben leben und sie zu motivieren. Vielleicht auch mal einen Brief zu schreiben. Der Brief an die Adelbodner zum Beispiel. Das ist nicht verboten. Und ich freue mich, was da noch alles daraus entstehen darf. Amen.